Ich bin heute Nachmittag zum Textlernen über den Ostfriedhof gelaufen. Und das, was ich da gesehen habe, habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich habe einen Grabstein entdeckt, den ich auch gerne hätte. Da stand drauf, guck nicht so blöd, ich läg auch lieber am Strand. Wir Kölner präsentieren dies Jahr auch etwas, und zwar 850 Jahre die Gebeine der Heiligen Drei Könige. Nicht? Wir Kölner präsentieren der Öffentlichkeit Knochen. Pro7 macht sowas auch, die nennen das Germany's Next Topmodel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie so Gleichaltrige treffen. Ist Ihnen schon mal passiert, dass man so Leute sieht, denkt, nee, aber so alt sehe ich noch nicht aus. Geht mir immer, ehrlich, ne? Ehrlich, ich habe jetzt versucht, mich zu beruhigen und habe letztens meine Frau gefragt, Riesenfehler. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, wenn du mich nicht kennen würdest, wie alt würdest du mich schätzen? Stand meine Frau so vor mir und sagt, ja, also von den Haaren her wirkst du ja relativ jung, die sind ja alle 4 Wochen neu. 29, so von der Haut her so 32, von der Figur 35. Ich sag, du bist süß. Sagt die, nee, warte, ich muss noch zusammenrechnen. Warte gerade mal. Meine Damen und Herren, Sie sehen an meiner unglaublich eleganten Handhaltung, dass ich das früher mal gelernt habe. Ich habe früher auch mal gekellnert in Porz. Bin damals bei uns im Lokal zu einem Herrn hingekommen, sag ich, guten Abend, was darf ich Ihnen bringen? Ja, seht ihr, ich hätte hier ein Hähnchen aus Quadrat Ischendorf. Sag ich, Entschuldigung, was darf ich Ihnen bringen? Ja, seht ihr, ein Hähnchen aus Quadrat Ischendorf. Ich ab in die Küche zu unserem Koch. Sag mal, haben wir sowas? Sagt er, nee, wir haben nur eins aus Pullheim-Sinnersdorf, aber das merkt er sowieso nicht. Ich nach 20 Minuten hin, serviert. Sagt der Mann, Moment, hat den kleinen Finger genommen in den Hintern von dem Hähnchen. Hat gesagt, hör mal, das kommt nicht aus Quadrat Ischendorf. Pullheim, Sinnersdorf. Dann haben sie gesagt, hey, ich will ein Hähnchen aus Ischendorf haben. Ich ab in die Küche. Ich sagte, der hat das gemerkt. Ich mag kein Hähnchen aus Ischendorf. Sagt der Guido, bleib ganz ruhig. Wir haben nur eins aus Porzwan. Beim zweiten Mal merkt er das garantiert nicht. Viertelstunde, selbe Prozedur, kleiner Finger. Seht ihr, hören Sie, das geht auch nicht aus Ischendorf. Wann? Zentrum. Verdammt, so, hey, ich will den Geschäftsführer sprechen, mich beschweren. Ich hab den Chef holen gegangen, eine sehr unangenehme Sache. Am Nebentisch saß ein Betrunkener, der hatte das ganze Spielchen mitbekommen. Ging von hinten zu dem Mann, klopfte dem auf die Schulter und sagte, entschuldigen Sie bitte mal. Können Sie das bei mir auch mal machen? Ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Jetzt muss ich natürlich ehrlich sein, dass in Porz auch Probleme gibt. Ich möchte Ihnen das nicht verschweigen. Ja, ist klar. Ne? Das Problem ist, wenn ich jetzt in Köln abends weggehe, so wie Sie heute Abend, und dann mit dem Taxi nach Hause fahren möchte, zahle ich ungefähr 27 €. Das ist ja teuer. Ne? Wie kann man das billiger haben, habe ich mich gefragt. Und ich habe einen guten Tipp für Sie, auch für die Zuschauer zu Hause. Passen Sie auf. Wenn ich an der Theke stehe, freitagsabends, und merke nach dem 6., 7. Wodka Lemon, Guido, du musst nach Hause, hole ich an der Theke mein Handy raus und rufe bei einem Lokal an, die bis nachts um 3 Uhr Küche haben. Das ist ein Italiener. Die melden sich dann immer. Buonasera, ist der Pizzataxi Napoli? Guten Abend. Ganz eine Frage. Liefern Sie auch nach Porz? Nach Porze? Ist ja kein Problem. Ihre Bestellung, bitte. Eine Pizza Margherita. Pizza Margherita. Kostet 5 €, Ihre Adresse bitte. Pichlerstraße 6 in Porz. Dauert 3/4 Stunde. Dann warte ich so 15 bis 17 Minuten, stelle mich schräg vor den Ausgang vom Pizzataxi und warte, bis dieser italienische Fiat Cinquecento-Fahrer mit seinem Styroporkasten rauskommt und sagt, ey Kollege, wo fährst du hin? Ich fahre nach Porze. Kannst du mich mitnehmen? Steig ein, so komme ich für 5 € nach Hause und bin satt. Es wird in Porz auch anders beerdigt. Das hab ich nicht geglaubt, oder? Ich bin Allerheiligen über den Friedhof gelaufen und habe am Ende von so einem Gang 3 Gräber nebeneinander gesehen, die sahen exakt gleich aus. Als ich davor stand, habe ich gesehen, die Grabsteine waren unterschiedlich beschriftet. Auf dem mittleren Grabstein stand, hier ruht der Hütchenspieler Karl-Heinz Schmitz. Auf dem linken stand oder hier, auf dem rechten oder vielleicht hier.
Sport ist sehr schön, kann Ihnen das ans Herz nehmen. Im letzten Jahr haben die mir zweimal das Navi aus dem Auto rausgeklaut, vor meiner Haustür. Kein Spaß. Beim ersten Mal habe ich es gar nicht kapiert. Habe mir ins Auto reingesetzt, dachte, hä? Loch im Armaturenbrett? Aha, die Technik geht voran. Jetzt ist das Navi schon ohne dein Auto Richtung Polen unterwegs. Schön. Diese Frauenstimme, sensationell. Nummer 3, Chantal. Die Frau hat einen Sexappeal beim Straßenvorlesen, das ist der Hammer. Da sitze ich so was von reusig im Auto, ehrlich. Ich stelle das ja auch immer ein, auch wenn ich nur einkaufen fahre. Scheißegal. Und ich glaube auch, Chantal merkt, dass ich sie gut finde. Immer wenn ich das Navi einschalte, sagt die zu mir, Ihre Route wird berechnet. Bei uns trifft sich die Welt. Bei uns waren auch letztens 2 zu Besuch aus den 9 Bundesländern. Einer war aus der Nähe von Berlin, einer aus Sachsen. Beide haben sich über ihren Beruf unterhalten. Der Berliner sagte, ja, was denn, Alter, ich hab einen super Job erwischt, wa? Ich bin Kraftfahrer vom Beruf, ja. Also ich fahr jeden Tag Berlin, Hamburg, Hamburg, Berlin, Berlin, Hamburg, Hamburg, Berlin. Das ist gut. Nö, sagt der Sachse, also, du. Ich fahr auch jeden Tag Hof, Halle, Hof, Hof, Halle, Hof. Sagt er, was denn, fährst du auch LKW? Sagt er, nee, Gabelstapler. Multikulti, international durch den Flughafen, da ist immer was los. Ein Freund von mir arbeitet beim Zoll. Der sagt, was meinst du, was da jeden Tag für Typen ankommen? Da ist letztens einer gelandet, ein Farbiger, der hatte einen Ausweis. Da konntest du von 100 Metern schon sehen, dass der gefälscht war. Und der Typ hat kackfrech statt seines Passfotos auch noch ein Bild von Leonardo DiCaprio da reingeklebt. Jetzt guckt er sich den Ausweis an, guckt den Typ an. Ausweis, Typ, Ausweis. Und sagt, Moment, ich bin in 10 Minuten wieder da. Ist mit dem Ausweis zu seinem Zollkollegen und sagt, hör uns, Dieter, ich habe einen Frage. Die Titanic. Ist die abgesoffen oder abgebrannt? Sie wissen, Kohl ist begeisterter Sportler. Er ist im letzten Urlaub viel gewandert, beim Wandern über eine Wurzel gestolpert. Ich kann Sie beruhigen, Helmut, ist nichts passiert. Nur in Essen, beim Seismologischen Institut, haben die 7,5 auf der oben auf einer Richterskala gemessen. Morgen früh fliege ich ganz früh mit dem Marie direkt nach Berlin. Oh, wie In der schön. Bundeshauptstadt? Jawohl. Berlin ist wunderschön. Ja, das Berlin. kommt doch mit. Nee, ich habe ja keine Zeit, aber wenn ich mitkäme, ich würde mir, glaube ich, als allererstes mal diesen wunderschönen Altar angucken, wo sie immer in der Zeitung von schreiben. Ja, jetzt. ist auch super Der ist toll. schön. Ja, ja. Was für ein Altar? Pergamonet Der steht. Pergamon-Altar, genau, der ist schön. Das ist aber lustig, was? Wieso? Ja, da heißt der ja genauso wie das Papier, wo ich mir immer der Butterbrotens drin einpacke. wa? Nein. Nee, Moment. Pergamon, oh, habe ich rollenweise zu Hause. Pergamonpapier, Nein, musst du sehen. Jübchen. Jübchen, das Papier, wo du deine Butterbrote einpackst, das heißt Pergamentpapier. Genau. Jupp, da verwechselst du was. Also, pass auf, das sind ja die Flecken, die du so auf der Haut kriegst, wenn du was älter bist. Bitte? Da kriegt man die Pergamentflecken. Ach nee, Jübchen, Die hast bitte. Hör auf. Die Flecken, die du auf der Haut hast, das sind Pigmentflecken. Das sind Pigmente. So eine Quatsch, das sind doch die kleinen Männlein, die durch den Urwald laufen und die Leute mit Glasrohr kaputt schießen. Jübchen, bist du denn nun völlig bekloppt? Die kleinen Männelein, von denen du redest, die heißen Pygmäen. Nun blamier dich bitte nicht ganz. Wieso? Also, meine Damen und Herren, der Jupp interessiert sich nicht so sehr für Sport. Aber ich gucke mich jedes Jahr die Tour de France an. Und da kannst du sehen, wie sie mit den Fahrrädern über die Pygmäen fahren. Jübchen, ist das denn zu... Und der Jan Ulrich ist auf einer Pygmäe gestürzt. Das habe ich Nein, selbst Jübchen, gesehen. bitte hör auf. Da, wo die im Sommer mit die Fahrräder drüber fahren, das sind die Pyrenäen. Pyrenäen habe ich vor 2 Jahren mit dem Marie vorgestanden. Es war schwer so oben raufgelaufen in Ägyptien. Wo? In Ägyptien. Die Cheops-Pyrenäe, die größte Pyrenäe, die dabei ist. Jübchen. Die Dinger, die aussehen wie die Tetrapacks. Ich hab's doch selbst gesehen. Nein, Jübchen. Jübchen. Die Dinger, wo du mit der Marie in Ägypten vorgestanden hast, das waren nicht die Pyrenäen. Du hast vor den Pyramiden gestanden. Du bist ein Ferkel, Jupp. Bitte? Wieso? Ach, das sind doch die Knubbel-Infos, die man hat. Das weißt du doch ganz Jübchen, bitte. Ist nicht auszuhalten, Jübchen, was du da erzählst. Davon die Knubbeln, von denen du redest, das sind Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. Guckst du keine Wetterbericht? Jeden Tag sagen sie, schlechtes Wetter von den Hämorrhoiden. Da kommt das her. Jawohl. Die sagen schlechtes Wetter von den Hebriden. Richtig. Inselgruppe oberhalb von Schottland. Oberhalb von Ja. sind der Haflinger Inseln. Da weiß doch jeder.
Oder wie heißt das Pferd? Shetland heißt das Pferd. Genau. Da ist doch nicht zu glauben. Jüppchen, könnten wir uns vielleicht darauf verständigen, dass du besser nur bis Berlin fliegst und nicht bis nach der Shetland? Ja, Das kann ja nichts geben. ich hab doch mit der Pergament ja nicht angefangen, aber woher doch? Heute gibt es ja sowieso nur noch 2 Arten Fußgänger, die Schnelle und Tote. Das ist Tatsache. Hey? Wenn Sie heute auf der anderen Seite wollen, dann müssen Sie drüben geboren sein, anders kommen Sie nicht rüber. Also, mein Nachbar, der Neureiche, 600er Mercedes, 12 Führerscheine. Wenn der in so eine Razzia reinkommt, der hält gar nicht an, der macht das Fenster auf, schmeißt einen raus, fährt weiter. Ehrlich, ne? 3 Nummernschilder hat der, 1 vorne, 1 hinten, 1 unten. Ich sag, warum? Sag, wenn ich jemanden überfahre, soll er sehen, wer es war. Also ich habe vor ein paar Tagen, ich habe ja ein Buch gelesen letzte Woche, sowas von traurig. Mein Sparbuch, ne? Pass auf. Nee, die haben ja meine Bank, haben sie neu renoviert. Bei der Gelegenheit haben sie mein Konto mitgestrichen, ne? Also, nun gehe ich ja öfters zur Bank mein Füllfederhalter füllen und wie ich das... Was da für Typen reinkommen, Mensch. Da kam einer letzte Woche in Westfalen, viereckigen Kopf, ne? Pass auf. Wenn sie mit Hammer, haust du drauf, sagt er herein. Hatte Scheck in der Hand, gab dem Kassierer den Scheck, sagte, den möchte ich gerne einlösen, wohl. Er sagt, da müssen Sie hinten unterschreiben. Sagte, warum? Er sagt, wenn ich den Scheck einlösen will, dann müssen Sie hinten unterschreiben. Er sagt, ich kann unterschreiben, wo ich will, das ist doch mein Scheck, wohl. Nein, sagt er, das geht nicht, dann müsst ihr in seinem Moment, der Präsident, der Direktor, die schreiben alle vorne drauf. Warum soll ich hinten drauf schreiben? Er sagt, das ist so Kostüm, das ist mir egal, gegen eine andere Bank. Das ist eine andere Bank, genau dieselbe Arie. Der Kassierer hat die Nerven verloren, hat einen Gummiknüppel genommen, hat einen über den Regen gehauen. Er sagt, ich soll hinten unterschreiben. Jawohl, zack, 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 zack. Hat hinten unterschrieben, hat seinen Moos gekriegt. Ist er wieder zurück in die andere Bank, sagt der Kassierer, na, haben Sie Ihr Geld gekriegt? Sagt er, ja. Sagt er, haben Sie hinten unterschrieben? Sagt er, ja. Ich sag, warum haben Sie bei mir das denn nicht gemacht? Ja, sagt er, Sie haben mir das auch nicht richtig erklärt, ne? Hier, meine Damen, da kam der Größte rein, Herr Neureich. Halbe Brille, Monokel, zack, zack. Geschlachtetes Sofa auf dem Mantel, hier oben, so hier. Ging auf den Kassierer zu, sagte, mein Name ist Schmidt, ich möchte gerne ein neues Scheckheft, Sie Arschloch. Sagt er, wie bitte? Sagt, ich möchte gerne ein neues Scheckheft, Sie Arschloch. Der hin zum Direktor, sagt, stellen Sie mal vor, Herr Direktor, da drüben, da steht einer, der tituliert mich. Nein. Sagt, da schmeißen Sie die Typen doch raus, hören Sie mal zu. Sag ich, einiges können wir doch hier nicht gebrauchen. Was will der denn? Sagt er, will ein neues Scheckheft. Sagt er, wie heißt der denn? Sagt er, Schmidt. Sagt er, hat er bei uns ein Konto? Sagt er, jawohl. Sagt er, wie hoch? Sagt er, 800.000 Mark. Ja, dann geben Sie ihm noch ein Scheckheft, Sie Arschloch. Ja, Junge. Nee, da kann man Typen, wenn man so lokal sitzt, da kommen ja Typen rein. Das Lokal hatte eine Drehtür. Pass auf, kam einer rein, total besoffen. Durch die Drehtür, klatsch gegen den Tresen, doppelten Whisky. Sagt er, wir verkaufen nichts an Besoffene. Wiedersehen, ja, rein in die Drehtür. Psst, einmal rum, klatsch, wieder gegen den Tresen. Flasche Wein. Sagt er, wir verkaufen nichts an Besoffene. Wiedersehen, er wieder rein in die Drehtür. Psst, wieder rum, klatsch gegen den Tresen. Flasche Sekt. Sagt er, wir verkaufen nichts an Besoffene. Sagt er, sag mal, gehören dir denn alle Lokale in Köln hier noch? Typen! Hier, meine Damen, da kam der Größte rein, Emmels hier. Der hatte seinen Arm, den hielt er so. So, pass auf, kam der rein. Ja, der war, einen doppelten Whisky, bitte. Weg war er. Noch einen. Weg war er. Ich gehe auf den zu. Ich sage, entschuldigen Sie vielmals, was haben Sie denn mit Ihrem Arm gemacht? Mensch, da hat mir einer meinen Teppich geklaut. Typen! Nee, aber man soll es lassen, wenn man fährt, also nicht Alkohol, ne? Weg vom Steuer, ehrlich. Ich hab's erlebt jetzt letzte Woche hier in Köln, frontal, direkt gegen die Wand. Puch, 4 Mann stiegen aus, zum Glück nichts passiert. Polizist war gleich da, sagte, meine Herren, ich hab's gesehen, wer von Ihnen hat gefahren? Sagte, das ist es ja, Herr Wachmeister, wir haben alle 4 hinten gesessen. Ah. Das Typen, ne? Aber das sicherste Fahrzeug ist immer noch die Straßenbahn, ehrlich, ne? Ich will ja keine Reklame für machen, aber es ist sicher, ehrlich. Ich hab's erlebt, letzte Woche noch hier, ich fahre ja öfters mit der Tram. Nur eins muss ich sagen, das Gedränge ist nicht mehr so da, wie das früher war. Nach Büroschluss, 5 Uhr, man stellt sich in Reihe und Glied, ganz auf Englisch, hat man gelernt, hier, flott. Stand als erste von einer junge Dame, hatte so einen hautengen Maximantel, hinten so große Knöpfe. Jetzt hätten sie das Drama erleben müssen, als die Straßenbahn kam, wollte die einsteigen mit dem engen Ding. Kriegt den Fuß nicht hoch. Hat sich so nach hinten gebeugt, hat sie einen Knopf aufgemacht, immer noch nicht. Hat sie einen zweiten Knopf aufgemacht, nee, immer noch nicht. Jetzt stand ein junger Mann hinter ihr, dann haben sie so eine Architektur und bums war sie drin.
Ich sage, die war vielleicht sauer. Die sagt, was erlauben Sie sich? Ich kann mich doch nicht einfach so unsittlich berühren. Ja, so, dann kommen Sie, ich lass mal von Ihnen eine ganze Hose aufknöpfen hier. Merkel Angela, die Frau mit der verhaltenen Leidenschaft. Also diese... Das ist eine rasante Frau. Hören Sie mal, die rasiert Leute so schnell, dass sie gar nicht gemerkt, dass sie geschnitten wurden. Fahren Sie mal den März. Staatsbegräbnisse, das ist mein Tag. Blumengestecke, Reservierung. Stellt euch mal vor, dem Schröder und dem Fischer würde gleichzeitig was passieren, was Gott verhüten möge. Das Staatsbegräbnis, stellt euch mal das vor, ich müsste ja 3 Bänke für die Witwen reservieren. Bist du wieder am Flirten? Ist ein Hobby von mir, ja. Du sollst dir lieber ein Beispiel an mir nehmen. Wieso? Ich bin 25 Jahre glücklich verheiratet. Immer fest dran glauben. Und ich schenke meiner Frau so ja zur Silberhochzeit ein goldenes Armband. Ein goldenes Armband. Ja. Gefangen, gefangen in goldenen Ketten. Man könnte auch so singen. Er schenkt seiner Frau ein goldenes Armband. La 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 la. Ist der Bäckler. Ich meine, ich glaube, ich schenke meiner Frau zur Silberhochzeit eine Afrika-Reise. Wie, so weg bist nach Afrika? Afrika, so, pass auf. Ist es jetzt so? Was willst du denn, Frauchen, dann ich zur goldenen Hochzeit schenken? Was heißt du schenken, da hol ich die wieder ab. Ich war im Urlaub auf Mallorca in Sarcoma. Ach, so krank warst du. Ich war da nicht krank. Das, so heißt doch der Urlaubsort. Ach, war schön? War schön. Freut mich für dich. Weißt du, was ich da gemacht habe? Keine Ahnung. Stell dir vor, ich habe eine alte Frau mitten im Berufsverkehr über die Straße gebracht. Mhm. Und wie alt war die Dame? War so circa 80. Mein Gott, wir sind alle so ran, ehrlich. Da sollst du dir lieber ein Beispiel dran nehmen. Pass mal auf, mein Freund, ich war auf Hawaii. Du warst auf Hawaii? Aloha. Ja, was heißt das dann? Das heißt Küste Hügel, Küste Morgen. Aloha. Ich habe eine ältere Dame vom Ertrinken gerettet. Da hast du bestimmt was Verdienstkreuz gekriegt. Schlimmer, ich habe bei die Fresse reinkriegen. Wie von der Aasfrau? Von dem Mann, der kann dich ja nicht. Der Kerl ist noch frisch geworden. Was hat er dann gesagt? Er meint, der Künstler Schwiegermutter schwimmen selber beibringen, ja. Ja, weißt du, wenn man so älter wird, dann hat man ja uns ab und zu Wehwehchen, ne? Naja, das geht schon ins Schwür, ja. Ja, stell dir vor, ich habe mir vorige Woche meinen Sympathikus eingeklemmt. Weißt du, was das für ein Ping sind? Oh. Das sind Schmerz. Ja. Wie kann man sich dann der Sympathikus einklemmen, hör mal? Im Sitze beim Fahrradfahren. Beim Radfahren? Ja, und immer wenn ich durch den Wald fahre. Ah. Da sind ja so viele Hubbele. Oh. 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 Durch den Wald? Ja. Kannst du mir denn sagen, was ich da je mache, so? Immer wenn du mit dem Rad fährst, hast du den Sympathikus eingeklemmt? Immer. Mach doch uns eine Sattel auf das Fahrrad. Was hältst du davon? Wo ist da wieder auf Gran Canaria? Ja? Ich war auf der Insel Bacca de Catalacca. Wo ich war am da? Strand. Da habe ich mich angepasst, habe ich mir eine Tanga angetrocken. Eine Tanga? Da war ja ein Neid am Strand, ich den Tanga anhatte. Ach, warum war dann der Neid? Ich hatte den Verkehr drum an, da war ja. Warum lachen Sie? Sie haben doch ja nichts gesehen. Am Strand hat keiner gelacht, die haben mich erkannt und haben gesungen. Was haben die dann da gesungen? Lingelingeling, da kommt der Eiermann, jawohl. Ich habe jahrelang bei der Lufthansa gearbeitet. Ich habe schon alles geflogen, mein Freund. Ich habe damals einen Bimbo geflogen. Moment, du meinst eine Jumbo?
Hast du da Flugschein oder ich, hör mal? Ich hab schon Chester-Maschinen geflogen, Karibik, Nassau, Cat Island. Damals eine Chester mit 6 Damen an Bord. 6 Damen? Scheiße, hab ich vergessen zu tanken, das war ein Problem, du, ehrlich. Du. Ja, was war dann da? Da musste ich notlanden auf einer unbewohnten Insel. Unbewohnt? Vorher. 6 Frauen. Ich ganz alleine. 6 Frauen. 6 Jahre verschüttet. Ich kann das Wort Sex nicht mehr hören. Und die hatten alle eine Bambushütte, die waren Kilometer weit auseinander. Und jede Frau wollte mich haben. Das war eine Lauferei, kann ich das sagen, du. Was meinst du, dass wir ärmste Füße wehgetan haben? Aber sonntags hatte ich frei, Junge. Ja, was hast du denn da gemacht? Hab ich auf den höchsten Berg geklettert, hab ich geguckt, ob Hilfe kam. Ist da noch Hilfe gekommen? Nach 4 Jahren ein Mann auf einem Floß. Ich war so glücklich. 3 Tage frei in der Woche. Ich an den Strand, hab den umarmt, der hat mich gar nicht mehr losgelassen, der Junge. Ich sag, wie heißt du denn? Ich heiße Detlef. Ja, und da? Da war mein Sonntag auch hin, ist doch klar, oder? Ich habe jetzt in 14 Tagen Englisch gelernt. Kannst du das verstehen? Nicht? Komisch, die Engländer auch nicht, oder? Und das ist so einfach. My Fair Lady heißt meine 4 Frauen. Old Man River, alle Mann rüber. Liverpool, lieber Paul. Auf Französisch habe ich in 8 Tagen gelernt. Das ist ja noch leichter. Logische Sprache. Le Tinef, das Hochzeitsgeschenk. Die Sünde, la chaise longue. Der Sexshop, la boutique de Ferkelage. Was habe ich noch gelernt? Der BH, la Jalousie de Titi. Und meine Frau, die will da auch nicht mehr hin. Bloß wegen der Mücken. Verstehe ich gar nicht, die war noch nie so umschwärmt. Nee, wir hatten da gezeltet, nicht? Und, oh, das war ein Surren da in dem Zelt. In der ersten Nacht, da sah die schon aus wie eine deutsche Behörde. Ja, es gab keine Stelle, die nicht bestochen war. Nicht? Ich könnte denen in Bonn alle Probleme vom Tisch fegen. Ich habe mich da schon beworben als Bundestagsabgeordneter. Was haben Sie denn gelernt? Ich sag nichts. Ja, da macht das wohl klappen, da brauchen wir Sie nicht umzuschulen. Nicht? Bundeshaus, da kommst du ja nicht mal mehr rein. Der Herbert Wehner, der lag unten quer vor der Tür. Ja, nun hatten die Hochwasser gemeldet und dann dichten die das immer ab mit alten Säcken, nicht? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Meine Eltern hatten mich gut erzogen und durch so einen miesen Eisenbahnschaft, dann bin ich aus der Bahn geraten. Ich hätte im Zug eine Frau belästigt. Das kann ich doch nicht mehr machen. Wir waren ja auch ein Triebwagen. Von wegen reserviertes Abteil. Ich konnte nicht mal meinen Koffer loswerden. Da saß einer im Gepäcknetz und schlief. Den habe ich dann erst mal rausgeholt. Was wollen Sie überhaupt? Ich habe doch eine Netzkarte. Da habe ich ihm eine geknallt. Ich sag, hier, ich habe eine Zuschlagkarte. Das wird hier in Münster immer teurer. Ich habe mit meiner Frau hier übernachtet. 100 Mark. Der Hotelier sagt, wieso? 2x45 Mark die Übernachtung, 2x5 Mark ist Frühstück. Ich sag, Frühstück. Wir haben doch gar nicht gefrühstückt. Stand aber im Frühstückszimmer für Sie bereit. Wenn Sie nicht hingegangen sind, ist doch nicht meine Schuld. Ich sag, dann kriege ich ja von Ihnen jetzt auch 100 Mark, weil Sie heute Nacht bei meiner Frau auf dem Zimmer waren. Sie ist eine Unverschämtheit, ich kenne Ihre Frau doch gar nicht. War aber heute Nacht hier im Hause. Wenn Sie nicht hingegangen sind, ist doch nicht meine Schuld. Aber durch die 8 Pence herrschte bei uns daheim große Armut. Wir konnten uns kaum jeder erlauben. Am Ende vom Jahr nahm der Papp die angesammelte Rechnungen.
tät sie et mische. Da trug eine Russ und die wurde bezahlt. Der Rest flog in den Papierkorb. Einmal hätte er von einem bösen Brief gekriegt. Wenn Sie nicht bis zum 31. bezahlt haben ohne so, hätte Papa mir wieder geschrieben. Wenn Sie mir noch mal so einen bösen Brief schreiben, nehmen Sie an den Verlosungen nicht mehr teil. Und der Mamas größtes Vergnügen war jedes Jahr ein Kind zu kriegen. Bei 7 sagte sie, es reicht. Da war auch Papa überzeugt. Es seht, davon werde mir nicht reicher, auf morgen schlafe ich Speicher. Da meint der Mann, die das gehört, da drüber bin ich nicht empört. Wenn du meinst, das nützt uns jetzt, ja nicht mit noch auf in das Bett. Bei uns zu Hause ist das anders. Wenn wir alle zusammen sind, ist das Zimmer voll. Kam mein Onkel mal und sagt für den Papa, bei all den Kindern hältst du doch noch ein Ente? Sagt der Papa, das ist kein Ent, das ist der Klappenstorch. Der hat sich bei uns die Füße abgelaufen. Aber in letzter Zeit ist der Oma ein bisschen der Neffe. Die Tag, wo sie mit mir in der Kirche, sie kniet neben mir, hätte Hängschen gefallen. Ein Würstchen dazwischen. Ich sage, Oma, was meinst du mit dem Würstchen? Ach, setze Hänschen, da habe ich daheim mit die Baby in den Zug geschmissen. Bei mir ist die Sorge daheim mit uns, meine Schwester Ludmilla, die Langlatz. Dauernd ist sie am Kriechen, weil er so groß ist. Der Pap sagt, Jangens ins Stadion, da fällst du nicht ab. It ab und in Müngersdorf ist ein Mann der Heck am Schnicken. It beugt sich drüber und sagt, sie entschuldigen zum Stadion. Bloß der Huhn sagt, reiten sie immer geradeaus. Nachmittags gingen wir immer schwimmen, wie die Lückming-Schwester im Bikini suchen, hielten die Luft an. Ich sage, hören's, Annemarie, wie siehst du dann aus, du kannst doch nicht hier im Strandbad so rumlaufen. Wie siehst du offener rum aus, ganz ohne. Seht, da brauchst du ja nicht hinzulachen, du kleiner Junge. Ich sage, was hast du dann da? Seht, das darf ich dir nicht sagen, du jetzt hast du früher getrunken, wie der klein warst. Ich sag, warum wir dann so arm, dass wir keine Tasse hatten? Die Mama hat ja noch mehr Kinderski gehabt. Aber beim Pap war nichts mehr. Seht die Schmitz von nebenan für die Mama, sie müssen ihn viel mehr reizen. Sie müssen ihn ins Vordere. Dann sind sie schwarznäcklich an. Legen sie auf der Couch. Hat sie getan. Der Pappküderin sieht sie da lies, hätte auch es jetzt mit der Oma. Die ganze Woche hätte man wie geübt. Mit einem roten Neckliche, mit einem blauen Neckliche, so ja mit einem grünen. Nix. Samstags ist so das ganze Jahr. Hätt sie sich spuddelblank auf der Couch geladen. Der Pappküderin sagte, Mam, fällt dir nix ab. Doch, sagte Pap, das Hautfarbene steht am besten. Das könntest du nur noch ins Bügeln.
Aber ich spruch mir heute nicht zu bügeln. Ich bin in Form. Und ich möchte mich für all die 50 Jahre, die ihr mit so gehört hat, bedanken. Ich danke euch von Herzen und wünsche ich dafür Glück, Gesundheit und Freude. Seitdem es im Fernsehen Fußball gibt, ist Fußball gucken sehr beliebt. Obwohl so mancher ja nicht weiß, warum ein Fußball Fußball heißt. Drum hat für euch, ihr meine Lieben, der Berti Vogts ein Buch geschrieben. Da habe ich vor, draus vorzulesen, Dein Ball, das unbekannte Wesen. Also, der Lederball, das weiß nicht jeder, hat innen Luft und außen. Das stimmt, ja. Das Leder außen ist vonnöten, sonst ging die Luft von drinnen. Doch andererseits wäre ohne Fülle das Leder eine Leere. Sag mal, kennt ihr das Buch? Der Anpfiff, der kommt immerhin exakt genau zum Spielbeginn. Ja, der Abpfiff findet später statt, wenn das Vorspiel mal ein Nachspiel hat. Das Dress, so nennt man die Bekleidung, dient A zur Gegnerunterscheidung und B kann man mit solchen Sachen auch werbewirksam Werbung machen. Das heißt, dass der das bemalt, zum Schluss den ganzen Dress bezahlt. Insbesondere alte Herren, die sponsert man besonders gern. Bezüglich Unfall und Vererbung grenzt sowas schon an Bandenwerbung. Das Spielfeld hat seit alten Zeiten 2 kurze und 2 lange. Ist also praktisch mathematisch seitlich länger als quadratisch. Da, wo die kurzen und die großen Seiten aneinander entsteht durch den Zusammenschluss von Tangens und von Kokosnuss, wer war das? Entsteht durch den Zusammenschluss von Kotangens und Tetanus am Ende einer jeden Strecke eine Spitze und die nennt man Ecke. Damit der Spieler das behält, ist da eine Fahne aufgestellt. Dann ist da vis-à-vis von dieser, das heißt am Ende von der Wiese, mal aus Balken, mal aus Rohr, das sogenannte Fußball. Das Abseits, was mancher niemals nie begreift, warum, wieso man Abseits pfeift. Drum will ich jetzt einmal probieren, euch das einmal zu explizieren. Abseits ist zum Beispiel so, von drüben kommt ein Libero. Der drischt nach vorne einen Pass. Der Torwart denkt, da tut sich was. Kommt langsam aus dem Tor nach draußen, links außen lauert ein rechts außen. Der fängt jetzt an zu überlegen, eilt dem Ball ein Stück entgegen, steht plötzlich ganz allein vom Tor, er nimmt das Leder volles Rohr, da greift der Schiedsrichter zur Pfeife. Siehste, das ist was ich nie begreife. Ihr jetzt wisst, wie Fußball geht und was das ist, da wäre somit alles klar. In diesem Sinn, hip hip. I love you, thank you very much. Ich habe mal hier in Köln eine Taxifahrt gemacht, da habe ich noch einen mitgenommen, einen Amerikaner. Wir kommen hier über die Aachener Straße am Müngersdorfer Stadion vorbei. Sagt er, oh, what is that?
Das ist das Müngersdorfer Stadion, das haben wir umgebaut. 40.000 Zuschauer in 1,5 Jahren. Außer wir in Amerika. Wir bauen ein Stadion für 100.000 Zuschauer in einem Jahr. Jetzt kommen wir an der Köln Arena vorbei. Sagt er, oh, sagt er, what is that? Sagt, das ist die Köln Arena. 18.000 Zuschauer haben wir gebaut in 2 Jahren. Oh, sagt er, wir in Amerika. Wir bauen eine Arena für 50.000 Zuschauer in 6 Monaten. Ich denke dem Chrisse. Wir kommen am Kölner Dom vorbei. Sagt er, oh, sagt er, what is that? Ich sag, kann ich dir nicht sagen. Ich bin seit vorige Woche hier nicht mehr vorbeigekommen. Naja, wir brauchen in dieser Zeit auch Optimisten und keine Pessimisten. Gibt zwar Optimisten, die sagen, in einem halben Jahr gehen wir alle betteln. Aber die Pessimisten sagen, bei wem? Ich höre es doch jeden Tag. Die CDU sagt, die SPD hat keine Ahnung. Die SPD sagt, die CDU hat keine Ahnung. Und das Schöne daran, die haben beide recht. Ja. Was haben die uns vor der Wahl erzählt, wa? Mit Schröder auf der Überholspur in die Zukunft. Von Geisterfahrer hat keiner gesprochen. Ja, vor Wochen hat er noch gesagt, wenn das einer besser kann, soll er es machen. Was soll man mit 80 Millionen Kanzler? Ich meine, ich habe da nichts mehr mit zu tun. Ich habe die Rente durch. Riester-Rente. Kennen Sie das? 225 Möglichkeiten, kein Geld zu kriegen. Ja, ich habe mich damit abgefunden. Ich werde nach meinem Tod noch ein bisschen arbeiten, damit ich im Alter was auf der hohen Kante habe. Ich habe schon an der Theke mit einem gesprochen. Wir haben einen Kölsch getrunken. Sagte, ich habe nur Pech gehabt, nur Pech. Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich habe mich vom Zug geschmissen. Kam kein Zug, kennst ja die Bundesbahn. Da wollte ich mich aufhängen, ist der Strick gerissen. Und dann habe ich mir Gift ins Bier getan und jetzt trinkst du das. Nur Pech, ne? Aber eins weiß ich, Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Yeah. Unsere Schiedsrichter machen das schon. Und dann der Schröder, den kennen Sie doch, ne? Der größte Liebhaber Deutschlands. Unter dem stöhnen Millionen. Hier, der Joschka Fischer, der meint auch, wenn er 25 Mal verheiratet ist, hätte er silberne Hochzeit. Ich war gestern noch in Ostfriesland. Ostfriesland kennen Sie ja, ne? Ein breites, flaches Land. Kannst am Mittwoch schon sehen, wer am Sonntag zu Besuch kommt. Ich habe da einen Onkel, 80 Jahre, der war jetzt beim Doktor. Ja, hören Sie mal, Herr Doktor. Ich packe das nicht. Ich packe das nicht. Meine Frau ist schwanger. Dr. Hut ab für ihn, 80 Jahre. Hören Sie mal, Herr Doktor, das pack ich nicht. Meine Frau ist 35 und ich bin 80 und die ist schwanger. Das pack ich nicht. Herr Doktor, hören Sie mal, da muss ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Jäger. Sie gehen durch den Wald, kommt Ihnen ein Hase entgegen. Sie haben keine Flinte mit. Sie nehmen Ihren Spazierstock, legen an, sagen Ping und der Hase fällt tot um. Hören Sie mal, Doktor, jetzt wollen Sie mich wohl am Arm nehmen, wa? Da muss da wohl ein anderer geschossen haben, sagt der Doktor. Sehen Sie, jetzt packen Sie es doch. Alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die werden doch jetzt heimlich fotografiert, ne? Sie haben den Papst heimlich fotografiert. Er bohrte gerade in der Nase. Er schrieb einen Brief an die Korinther. Der Papst hat hier jetzt Besuch gehabt, nicht? Da waren die Werbefachleute von Coca-Cola da.
haben die gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen 50 Millionen $, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen. Hat der Papst gesagt, unmöglich, unmöglich. 8 Jahre später waren die wieder da. Haben sie gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen 100 Millionen $, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen. Da ist er nervös geworden, unser Papst. Hat er seinen Sekretär gerufen, hat gesagt, hör mal, Jakob, was haben wir eigentlich damals von den Bäckern bekommen für unser tägliches Brot? Ich habe ja Verbindung gehabt nach oben. Ich habe gesagt, lieber Gott, warum ist meine Frau so schön? Kommt die Stimme von oben, damit du dich für sie interessierst. Ich sag, lieber Gott, warum hat meine Frau so ein liebes Wesen? Kommt die Stimme wieder von oben, damit du dich in sie verliebst. Sag, lieber Gott, und warum ist die so blöd? Kommt die Stimme wieder von oben, die muss sich ja auch in dich verlieben. So ist es, meine Frau. Ich habe meine Familie vergrößert. Meine Frau hat Zwillinge bekommen. Ich habe sie vorgestern im Krankenhaus besucht. Sie hatte die beiden Bengel im Arm. Ich war nervös. Mir jitschten die Tränen aus den Augen. Ich sag, Frau, ich habe es nicht gewollt. Setze, beruhig dich, du hast es doch nicht getan. Ich sag immer, ein Bier, 2 Schnaps, hast du 0,5, eine Frau, 2 Kinder, hat man 0, nix. Meine Frau sagt zu mir, das hast du alles aus dem Fernsehen. Du gehst jetzt mal raus in die Stadt und kaufst mal was Ausgefallenes zu essen. Du gehst jetzt mal in die Stadt und kaufst Schnecken. Ich bin in die Stadt gegangen, ich habe 40 Schnecken gekauft. Habe ich mir alle in die Tasche getan. Auf dem Heimweg habe ich noch einen Kumpel getroffen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stunden Bier getrunken. Oh, da fehlen mir die Schnecken. Ich denke, deine Frau reißt dir den Kopf ab. Ich nach Hause, vor der Haustüre habe ich die Schnecken schön in 2er-Reihen aufgestellt. Ich habe geklingelt, die macht die Tür auf. Ich sag, hopp, 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 nur noch ein paar Meter, dann sind wir zu Hause. Schnecken, ne? Das sind ja Beamtenwindhunde. In Hamburg hat sich vor 3 Wochen ein Beamter erschossen. Er ist jetzt nach 2 Tagen umgefallen. So lange hat die Kugel gebraucht, bis dass sie das Gehirn gefunden hat. Ich war jetzt noch auf der Beerdigung. Nur 2 Mann sind mitgegangen. Der Ehemann und der Hausfreund. Der Ehemann war ja noch gefasst, aber der Hausfreund hat geheult. Der hat geweint. Hat der Ehemann ihm auf die Schulter geklopft, hätte beruhigt dich, ich heirate doch wieder. Ich habe einen Freund, der hatte ein Rendezvous mit seiner Freundin und vorher noch ein Essen mit ihren Eltern. Er ist einen Tag vorher zum Apotheker gegangen und sagte, Herr Apotheker, ich habe morgen ein Rendezvous. Sie wissen schon, was ich brauche. Der Apotheker schiebt ihm so ein Päckchen über die Theke. Sagt der Herr Apotheker, ich habe gehört, die Mutter, die ist auch noch ganz lustig. Geben Sie mir mal noch ein Päckchen. Die sitzen abends beim Dinner, macht er immer so. Sagt die Freundin, hör mal, du konntest mir auch sagen, dass du keine Tischmanieren hast. Sagt er, du konntest mir auch sagen, dass dein Vater Apotheker ist. Ich war noch beim Doktor. Sagt die, was hat der Doktor gesagt? Ich sag, er hat gesagt, ich kann dich nur noch 50 Mal lieben. Oh, Sätze, da müssen wir aber eine Liste anlegen. Gesagt, getan. Nach 6 Wochen sagt sie, hör mal, wann geht es dann endlich los? So, was heißt hier los? Du stehst ja nicht auf der Liste drauf. Nur schlechte Nachrichten, ne? Wenn das so weitergeht, kann man sich beerdigen lassen, ne? Ich meine, die NASA in Amerika, die bieten jetzt an, du kannst dich mit der Rakete nach oben schießen lassen für viel Geld,
Auf den Mond für viel Geld kannst du dich auf den Mond für viel Geld beerdigen lassen. Das kann man billiger haben. Man lässt sich in Düsseldorf beerdigen, ist man direkt hinterm Mond. Der Opa fährt mit dem Fahrrad los, der Oma ruft hinterher. Wo fährst du hin? Sagt er, zum Friedhof. Sagt er, wer bringt das Fahrrad zurück? So ist das im Leben. So manches Gute und auch Böse wird dir beschert. Doch das Butterblümchen sagt, das Leben ist trotzdem lebenswert. Allah, tschüss. Ich halte hier einen wissenschaftlichen Vortrag. Ja, und ich halte hier diesen Teller mit Muscheln. Also ich habe nur einen Wunsch, dass Sie so schnell wie möglich diese Bühne verlassen. Ach, Sie Wetterfrosch, Sie dürfen sich hier was wünschen. Unser eins, der ganze Brassel hätte, darf sich wohl nichts wünschen, wa? Aber im Grunde genommen hat doch jeder Mensch die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Oh, da möchte ich so reich sein wie der Michael Schumacher. Sehr gut überlegt. Und dann möchte ich so viel Geld haben wie die Aldi-Brüder. Klug. Ja. Und dann möchte ich so aussehen, so wie Sie. Bubu. Ach, Sie schmeicheln mir. Sagen Sie, wie kommen Sie denn ausgerechnet darauf? Also mal, wenn ich mal so reich bin, dann ist es mir doch scheißegal, wie ich aussehe. Aber angenommen, Sie wären jetzt einmal so reich. Ja. Sie hätten so viel Geld. Ja. Was würden Sie denn mit dem vielen Geld anfangen? Da würde ich mir in Düsseldorf ein rundes Grundstück kaufen. Ein rundes Grundstück? Und da würde ich ein rundes Haus drauf bauen. Ja, ein rundes Haus. Ein rundes Haus? Alle Zimmer rund. Küche, Diele, Bad, Schlafzimmer und die Garage und der Hühnerstall auch noch rund. Alles rund. Keller auch rund. Auch rund, ja. Und warum wollen Sie alles in rund haben? Meine Schwiegermutter hat zu mir gesagt, Junge, wenn du dir mal ein Häuschen baust, dann wirst du da irgendwo ein Eckchen für mich haben. Dann sagt Haben Sie eigentlich Kinder? Eins, alles Mädchens. Die ist intelligent, die tanzt auch. Aber auf dem Eis. Das steht heute schon fest. Meine Tochter wird einmal Weltmeisterin im Eiskunsttanz. Weltmeisterin im Eiskunsttanz? Wieso wollen Sie denn heute schon wissen, dass Ihre Tochter einmal Weltmeisterin im Eiskunsttanz wird? Gucken Sie mal, das steht doch in dem Kindserzeugnis. 5,0, 5,0, 6,0, 6,0. Aber trotzdem ein großes Kompliment, dass Ihre Tochter eine so tolle Sportart betreibt. Bin ich stolz drauf. Und diese Sportart, die wird doch noch untermalt mit wunderschöner Musik. Dann müsste Ihre Tochter ja an sich auch musikalisch sein. Hören Sie auf mit Musik! Die schleppt mir doch tatsächlich eines Tages einen Musikstudenten an. Einen Musikstudenten? Anfänglich war der ja sehr bethöflich. Bethöflich? Doch eines Tages wird der plötzlich mozartlich, brachte einen Strauß mit, nahm sie beim Händel, führte sie mit List über die Heiden zum Bach. Dort konnte er sich nicht bremsen. Brachte sie zu Fall. Ja, und jetzt haben wir da Mendelssohn und wissen nicht, wohin damit. Unser Außenminister Fischer, 68, hat er noch Polizisten verhauen. Heute sperrt die Polizei für den die Straße ab. Das ist doch alles nicht normal. Die haben neulich in Hamburg eine Straße abgesperrt für ihn. Kam so ein Bauarbeiter, wollte sein Fahrrad an der Laterne stellen. Ist so ein Polizeibeamter hin, sagt, hören Sie mal, Sie können Ihr Fahrrad hier nicht hinstellen. Hier kommt gleich der Außenminister Fischer vorbei. Das ist mir egal, ich schließe es ja ab. Ja, Politiker. Der Finanzminister Eichel ist im Dezember mal eine Stunde zu spät morgens in den Bundestag gekommen. Hat der Portier gesagt, Herr Minister, bisschen spät. Der Kanzler spricht schon 30 Minuten. Sagt er, über welches Thema? Das hat er noch nicht gesagt. Ja. Nein, wir haben tolle Politiker. Unser neuer Verteidigungsminister, Rudolf Scharping. Der wurde morgens in Bonn vereidigt. Abends war in Bonn im Maritim ein Ball. Die Kapelle fängt an zu spielen, denkt er, jetzt holst du dir die First Lady. Er zu Schröders an den Tisch, sagt,
Doris, darf ich um diesen Tanz bitten? Und dann die zwei übers Parkett. Na, sagt Doris, Rudolf, wie fühlst du dich denn so als neuer Minister? Sagt er, so ganz gut, nur die blöden Witze, die man über mich erzählt. Naja, sagt Doris, da muss auch was dran sein. Das ist heute das erste Mal, dass ich auf der Nationalhymne tanze. Aber wir haben ja auch über unseren Ex-Ehrenvorsitzenden der CDU, haben wir doch auch Spaß mit gehabt, Helmut. Haben Sie gelesen, jetzt ist ihm die ganze Bibliothek verbrannt. Beide Bücher. Und ja, es ist nicht ganz so schlimm, das eine war noch nicht ganz ausgemalt. Helmut. Man wusste auf der ganzen Welt auch, was man von ihm zu halten hatte. Vor 2 Jahren war er eingeladen worden nach Nepal. Vorsichtshalber hatte man auch Neapel geflaggt. Lassen Sie sich Zeit, lassen Sie sich Zeit. Und dann war er in Privataudienz beim Papst, hat er gesagt, Heiliger Vater, herzlichen Glückwunsch zum Namenstag. Guckt der Papst ihn an und sagt, mein Sohn, heute ist weder Johannes noch Paul. Nein, sagt Helmut, aber der Zweite. Und, ja. Haben schon mal gehört, wenn unser Kanzler Englisch spricht? Das ist ja seine Stärke. Und letzten Sommer war er in London, ist er mittags hungrig durch die Stadt, kam an so eine Hähnchenbraterei vorbei. Hat er gedacht, das ist eine gute Idee. Er rein, zeigt der Verkäuferin aufs Hähnchen. Sagt sie, Chicken. Nein, sagt er, ich esse es gleich hier. Nein? Kinder, man kann doch über alles sprechen. Sehen wir doch mal, überhaupt Anzeigen oder Annoncen. Lesen Sie schon mal Annoncen? Ist morgens ein Hobby von mir. Wer gibt so eine Annonce auf? Junges Mädchen mit Charme, Humor und Pferdeschwanz sucht jungen Mann mit gleichen Eigenschaften. Wer gibt solche Annoncen? Ne? Ist doch nicht normal. Oder hier, an meinen Herzspender nochmal vielen Dank und hoffentlich geht es Ihnen auch bald wieder gut. Ist doch nicht zu fassen, ist doch nicht zu glauben. Wo leben wir? Denkt da immer an den Arzt, der zu dem Mann sagte, Ihre Frau leidet an hormonellen Störungen. Die braucht 3 bis 4 Mal Sex in der Woche, sonst stirbt sie. Kommt der Mann nach Hause, sagt die Frau, was hat der Doktor gesagt? Sagt er, tut mir leid, du stirbst. Männer sind charmant. Über was können wir noch sprechen? Es ist ja verrückt. Ich wohne auf der 4. Etage. Dieser Tage stehe ich am Balkon, rauche eine Zigarette. Höre ich plötzlich, wie am Nebenbalkon einer betet. Lieber Gott, wenn ich das hier überlebe, ich schwöre, ich gehe nie wieder fremd, ich fasse nie mehr eine verheiratete Frau an. Lieber Gott, lass es mich überleben. Nie wieder fremd, nie wieder eine verheiratete Frau. Sag, was ist denn mit Ihnen? Oh, sagte ich, war gerade bei Ihrer Nachbarin. Und jetzt ist der Mann früher nach Hause gekommen. Und jetzt sehe ich, das sind ja 4 Stockwerke. Ich sage, das heißt nichts, Sie müssen springen, der hat einen schwarzen Gürtel. Er den Blick nochmal nach oben, sagt, lieber Gott, lass es mich überleben. Nie wieder gehe ich fremd, nie wieder fasse ich eine verheiratete Frau an. Und dann ist er gesprungen. Wie es der Zufall will, knallt er unten auf 2 Mülltüten. Unverletzt steht er auf, klopft sich so den Dreck runter und sagt, man redet ja eine Scheiße, wenn man Angst hat, ne? Oder nehmen unsere Freunde, die Beamte. Ich liebe Beamte. Da denke ich an den Beamten, der im Finanzamt zu seinem Chef ging und sagte, sagen Sie, ich arbeite doch am Buchstaben A. Ich würde so gerne mal den Buchstaben B bearbeiten. Sagt der, lieber Mann, Sie sitzen jetzt seit 28 Jahren an A. Wann wollen Sie denn jetzt plötzlich nach B? Sagt er, das ist das Zigeunerblut in mir. Sagen Sie, ich habe doch gestern den Peter getroffen, ne? Der Peter? Ja, kennst du den? Der Kleid? Ja. Die Stinkdrüs? Ja. Den kenn ich, den kenn ich. Stellt uns für, der geht um mich an und will mir das sagen und fällt hin. Ist sie gefallen? Ja, ich bin hingelaufen und der Opiover, da steht der da und konnte ja nichts mehr sehen. Wo, der wie blind? Genau so, sag, haben wir den aufs Spital geschleppt, Da, ne? wo jo, da, wo Und im jo. Spital haben sie dem so ein kleines Döschen gejoffen. Was denn ne Quatsch, ne? Ja, da waren aber 2 so ein Glassplitter drin. Du meinst, es ist schon 2 Glasohren, ne? Ja, aber damit konnte er wieder die Zeitung lesen. Damit kommt der wieder sehen? Ja. Mit den 2 Glastöpfchen? Genau. Kommt der wieder sehen? Kommt der wieder sehen. Und das soll ich glauben? Ja, warum dann nicht? Wenn das stimmt, habe ich auch einen Mann gekannt.
Der ist mit dem Kopfchen in der Briefkaste gelaufen. Ja. Nicht der Daumen verloren. Nicht der Doktor den durch die Kuh auszudrehen nicht. Ja. Und der gibt da 20 Liter Milch. Ehrlich, das ist Beweise. Keine Zeuge für. Sag uns, wer hat das da gesehen? Wer das gesehen hat? Ja. Der mit den 2 Glasaugen von dir. Sag, hören Sie, ja, die Führerschein so rat wieder fort. Ach, der war schon öfters weg. Da war er weg, dann wieder kriegen. Da war er weg. Ja, und? Nein, wieder kriegen. Aber jetzt ist er für immer weg. Gott sei Dank, immer das hin und her, da war ja schon kriminell, war das, ne? Wieso war das dann kriminell? Das war schon gut verdächtig. Warum dann? Ja, aber meinst du, wie oft ich morgens im Auto gesessen habe und haben gedacht, hast du jetzt einen Führerschein oder hast du keinen, ne? Ja. Naja, hat aber was Gutes an sich, ne? Warum? Ich bin am Führen. Wo bist du am Führen? In Flensburg, du ey. 130 Punkte, das ist Zeug. 130 aber nicht zu schwer, du, ehrlich. 130 Punkte? Ja, schau jetzt mehr Punkte wie der FC Köln, weißt du das? Ja. Spion. Ja. Ja? Mhm. So, hören Sie, weswegen hast du dann die Punkte gekriegt? Wegen einem Geisterfahrer haben sie mir doch den Führerschein abgenommen. Wegen einem Geisterfahrer? Wegen einem Geisterfahrer, so ein wie du, der fuhr und fuhr und fuhr. Ja, was hast du da mit dem Geisterfahrer zu tun? Nix. Absolut nix. Und wegen dem Geisterfahrer haben sie dir den Führerschein abgenommen? Ja, wegen dem haben sie mir den Führerschein abgenommen, ja. Ja, warum dann? Weil der fuhr auf der Autobahn. Ja. Der fuhr so langsam. Ja. Dann habe ich den überholt und das darf... Du Ei. So, hören Sie, und das Ei, das verbete ich mir jetzt. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Eimi. Ist dir das jetzt klar? Nimm mir Ei? Nee. Zimmermann? Ja. Geh Eimi. Zimmermann. Ich bin dran der Futze. Zimmermann. Zimmermann, für das Ei. Herr Zimmermann, früheres Ei. Darf ich noch einmal Ei sagen, ja? Nee. Nee? Nee. Nimm mir Ei? Nee. Stimm mir aus dem Paddelboot mit, nee. Ja? Nie mich? Nee, ich will es nicht. Okay, Mami. Nee, ja, kein Mami. Nee. Zimmermann. Ja, Ei darf ich ja nicht mehr sagen. Zimmermann, das Frühere. Zimmermann im Taschenformat. Der ist ja so berühmt. Ach mein Gott, was ist der berühmt? Ich war gestern in der Eifel, in der Gastwirtschaft, da habe ich mal einmal Zimmermann bestellt. Ja, und hast du dann da drauf jetzt gekriegt? Ja, 2 Spiegeleier. Hier ist Leben drin, wa? Bei dir ist Leben drin. Ich war doch in der Kur. Du warst in der Kur? Yes, ich war in Bad Kissingen. Du warst in Bad Kissingen? Ein Wahnsinnsempfangerbahnhof, wie ich da ankam. Mann, oh Mann, oh Mann, was war dann los? 21 Salutschüsse. Du bist jeck. Einmal haben sie mich bald getroffen. Naja, die müssen mich verwechselt haben mit dem Ei wahrscheinlich. Wieso das dann? Auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, in Bad Kissingen hätte ich Frauen haben können. Ja? Wenn die mitgemacht hätten, ne? Ah. Ich habe alles durchgemacht. Alles? Alles. Ich hatte morgens Fango, abends Tango. Ram, dam, dam, dam. Ey, du Tänzer. Mittags hatte ich Anwendungen. Ja. Abends Zuwendungen. Und dann nachts bist du mit dem Kurschatten durch die Gegend gelaufen, wa? Kurschatten? Ja. Mein lieber Freund, du bist im Rückstand, du bist stehen geblieben. Meine Herrschaften, früher Zimmermann, heute Standmann. Das heißt doch nicht mehr Kurschatten. Mein Gott.
Ja, wie heißt es dann? Kuhschotten, sagt er. Das heißt SS. Ja, wieso dann SS? Saisonschmuser. Du hast ja keine Ahnung vom Frauen, du dosentüriger Puppekopf. Ja, wieso habe ich da keine Ahnung? In der Kur musst du die Frauen mit einem Mond vergleichen. Wie mit einem Mond? Die müssen abends aufgehen. Ja und? Und morgens weg sein, ja. Aber einmal, das vergesse ich in meinem Leben nicht, das muss ich Ihnen erzählen, das war mir so peinlich. Da musste ich mich nackend ausziehen. Und dann der Neid in der Bude. Ja, hört aber ganz normal. Kannst du aus der Kur nicht wieder gekommen sein? Na, ganz gesund darfst du nicht nach Hause fahren, sonst kommst du in 2 Jahren ja nicht mehr dahin. Wenn hier eine bekloppt ist, ist erst nämlich. Wieso der das? Der ist so verrückt, der zieht sich im Sommer den Schlittschuh an, wenn er sich ein Eis kaufen geht. Jetzt haben wir der Eierschale und meint, das wäre gut. Der ist so geizig, der würde sich bis hierhin beerdigen lassen, wenn er stirbt, damit er die Grabpflege selber machen kann. So geizig ist der hat noch nie Urlaub gemacht. Oh, der sitzt auf seinem Geld wie ein Huhn auf der Eier. Ich meine, ist für ihn keine große Umstellung. Ne? Erzähl doch nichts, ich hab wohl Urlaub gemacht. 3 Wochen in Altenberg, im Märchenwald, wa? Nee, ich war mit meiner Familie in der DDR. Du warst in der DDR? Oh ja. Zimmermann in der DDR. Dass ich das noch erleben darf. Hast du deine Eier stempeln lassen? Ja, stimmt das eigentlich, dass in der DDR die Mauer eine halbe Meter höher gezogen wird? Wieso das dann? Der Honecker hat seinen Bausparvertrag ausgezahlt gekriegt. Die Tage hatten wir einen kleinen Disput. Da sagt sie, was hast du mir versprochen vor der Ehe? Du willst das Liebste, was du hast, auf Händen tragen. Ich sag, rede nicht so ein Quatsch, ich kann nicht den ganzen Tag mit einem Kasten Bier auf den Arm rumlaufen. Ne? Ja, ist ja so, den Alkohol kann sie nicht leiden. Und da kam sie die Tage nach Hause, sagt so, sagt sie, Peter, jetzt will ich dir einmal die schädliche Wirkung des Alkohols demonstrieren. Nimmst du 2 Wassergläser, tust sie in 1 Alkohol und in 1 Wasser. Dann nimmst du 2 Regenwürmer, in jedes Glas einen rein. Der in dem Alkohol, nett war das, der streckte sich wonnig und verschied. Und der andere lebte vergnügt weiter. So, sagt sie, was hast du daraus gelernt? Ich sage, das ist ja ganz einfach, sag ich. Wer Alkohol trinkt, kriegt keine Würmer. Und die ist mir untreu. Bin ich jetzt hintergekommen. Die fährt ja immer alleine in Urlaub, weil mein Geld für 2 Mann nicht langt. Letztes Jahr war sie mit Neckermann im Mittelmeer. Nicht mit den Josef, das geht ja nicht mehr, mit so einem Schiff von dem, ne? Und als sie dann wiederkam, hatte ich sofort große Wäsche. Ich pack das Köfferchen aus, ganz unten unter der Reizwäsche. Ich denke, Alter, daraus ein Tagebuch. Ich denke, da guckst du mal rein. Da steht vielleicht ein dummes Zeug drin, ich komme da gar nicht so richtig hinter, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Stand drin, 1. Tag, heute habe ich mich mit dem Kapitän bekannt gemacht. 2. Tag, ich speise mit dem Kapitän schon an einen Tisch. 3. Tag, heute hat der Kapitän mir das ganze Schiff gezeigt, ich durfte sogar mal rudern. Das geht gar nicht, so einen dicken Kahn kannst gar nicht rudern. 4. Tag, heute hat der Kapitän mir unmissverständliche, erotische Angebote unterbreitet und gesagt, wenn ich ihm nicht hörig wäre, würde er das ganze Schiff mit Mann und Maus untergehen lassen. 5. Tag, heute Nacht habe ich 500 Menschen das Leben gerettet. Das habe ich jetzt genug. Wenn ich das gewusst hätte, was mich hier erwartet, mein lieber Freund, dann wäre ich zu Hause geblieben, hätte Golf gespielt, ja? Scheiße, ich spiele Golf. Ja, ich spiele Golf. Besser als im letzten Jahr? Ich weiß nicht, ob ihr Golfspieler sind, ja? Aber wenn ich das Ihnen jetzt sage, wie ich spiele, da werden die blass vor Neid. Echt? Ja. Wenn ich nämlich heute abschlage mit meinem Ball, dann treffe ich genau bis zum Petting Green. Was ist denn das? Das ist das Kurzgeschorene vor dem Loch.
Ist das ein altes Schwein, du? Das nennt man so. Das weiß jeder Golfer, das ist kursgeschorene Gras vor dem Loch, damit man besser einpatten kann. Und das heißt jetzt Golf. Das ist schon immer Golf. Mensch, du hast von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung, weißt du? Aber überall hast du eine riesengroße Klappe, ja? Über alles muss er rumlästern, überall schwätzt er mit. Jetzt habe ich aber langsam genug. Ja, hör zu. Du brauchst jetzt gar nicht so mit den Damen zu flirten. Und wieso nicht? So wirst du ihr Herz nie erobern. Ist mir scheißegal, der Rest würde mir genügen. Halt, ist genug. Ja, ist es. Erklär uns doch einmal, was ist ein Steinbutt? Das ist ein extrem flacher Fisch. Jetzt bin ich aber auch platt, du. Wieso denn? Das stimmt. Ja, ich sag's ja, ich gehe auf die Uni. Ja gut, aber jetzt möchte ich gerne von dir wissen, warum dieser Steinbutt so extrem flach ist. Weil er Sex hatte mit einem Wal. Das ist aber eine saublöde Antwort, weißt du das? Ja und, die Frage war doch genauso doof, oder? Er hätte ja auch fragen können, wieso hat der Frosch so große Augen, stimmt's? Also gut, warum hat der Frosch so große Augen? Weil er zugesehen hat. Wenn ich lieber zu Fuß in meinen Kneiperen, jetzt steht doch jetzt neben mir an der Theke, meine alle Freund, der Senkendeckelsheim. Senkendeckel. Also das ist der Bruder vom Lötschen Dötsch Stünn. Aus zweiter Ehe. Gut, für Eisenheinjagd kannst du mir vielleicht mal erklären, wie effektiv städtische Beamte arbeiten. Sag, hey, da kann ich dir ausrechnen, pass uns auf. Das Jahr hat 365 Tage. Pro Tag brauchen gute deutsche Beamte 8 Stunden Schlaf, macht im Jahr minus 122, bleiben nur noch 243 Tage. Täglich hat er 7 Stunden Freizeit, macht im Jahr nochmal minus 106, bleiben noch 137 Tage. Davon muss man jetzt 11 gesetzliche Feiertage abziehen, bleiben noch 126. Da gehen aber jetzt noch 52 freie Sonntage runter, bleiben noch 74. Man muss aber noch 52 arbeitsfreie Samstage abziehen, bleiben noch 22. Er hat auch noch Anspruch auf 3 Wochen Urlaub, minus 21, bleibt nur noch ein Tag und dann ist ausgerechnet der 1. Mai. Wissen Sie eigentlich, warum im Kölner Rathaus vor den Bürotüren der höchsten leitenden städtischen Beamten Zebrastreifen auf dem Fußboden aufgemalt sind? Nee, damit die Kriecher nicht von den Radfahrern überrollt werden. Jetzt kaum in Bonn am Bundeshaus angekommen, beginnt mir dort die Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth und sagt, können Sie mir vielleicht einmal sagen, in welchem Alter die Frauen am knackigsten sind? Ich sage Rötzebill. Also die Frauen sind natürlich in deinem Alter am knackigsten. Seht du Schmeichler. Warum das denn? Ich sage, dann knackt es hier und knackt da und knackt da. Und weil dann im Tag so furchtbar heiß war, ich abends in der Bonner Altstadt trinke Bier, in dem Moment geht die Tür ab, rinnt der Bundesarbeits- und Sozialminister Blüm, geht an der Theke, bestellt sich eine 3-stöckige Cognac, trinkt der Ex, schüttelt sich und sagt, brrr, das zieht einem ja alles zusammen. Seht ihr, wird keine Reklamation, du warst also so klein, wie du rankommst. In Italien angekommen, ich auf das nächste Schiff. Am 3. Abend wollte einer meine Sprachkenntnisse testen und frage ich, was heißt denn auf Thailändisch? Meine Mütze liegt auf der Mauer. Ich sage Cap en Amour. Sieh, da probieren wir mal was anderes. Was heißt denn ungeliebter Parteigenosse auf Französisch? Ich sage La Fontaine. Nee, seht ihr, mit Ihnen hat es heute keinen Zweck. Hab ihn getestet. Ich sage, was heißt denn Freudenmädchenbrotaufstrich auf Italienisch? Wusste nicht. Ich sage Nutella. Am Heimweg zur Köln, ich fahre durch die ehemalige DDR, dem jetzigen Trabinesien.
Sie wissen, was Trabi auf Chinesisch heißt? Nee, saueng. Ich in Leipzig in der nächsten Kneipe rein, bestell mal Bier, der stellt mir das Bier auf den Tisch. Ich lure. Sag, ey Freund, nicht mit mir. Das Bier ist ja nur halb voll. Seht ihr, gemacht, bloß keine Aufregung, das ist Aktienbier, das steigt noch. Ob der Kulturschock kenne ich in meinen Stammkneiperin, rät's an der Theke Stunden eine neue. Ob einmal fing der an, wetten wir um ein Kölsch, das ich mir ins linke Auge beißen kann? Ich denke, das geht nicht. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt der sein Glasauge raus und beißt drauf. Ich hatte verloren. Der hat das Kölsch leer, fing der schon wieder an. Wetten wir noch um ein Kölsch, dass ich mir auch ins rechte Auge beißen kann? Ich denke, jetzt hast du. 2 Glasauge, das ist unmöglich. Ich sage, top, die Wette gilt. Da holt er sein Gebisse raus. Ich anschließend die Menge Warerin. Um Heimweg fährt doch für mir einer der kleinsten Viehtransporter der Welt, ein Streifenwagen. Ja, kennt ihr nicht? Vorne 2 Bullen, hinten die arme Sau, die mit muss. Ihr haltet mich an, meint einer von den Beamten, ich habe Sie genau beobachtet. Sie haben eben einen brennenden Zigarettenstummel am Fenster hinausgeworfen. Ich werde Ihnen eine Anzeige machen. Wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Schkratovic Nevskroposchon Schork Strowinski. Seht ihr, wie heißen Sie? Ich sage, Wladislaus Schkratovic Nevskroposchon Schork Strowinski. Seht ihr, na ja, für diesmal will ich normale auch zudrücken. In dem Moment schnuppert er und sagt, haben Sie Restalkohol? Ich sage, keine Bettelei, da ist ein Bütchen, kauft er selbst jetzt. Frau müssen Sie sich vorstellen, die ist letztes Jahr über die tollen Tage in Skiurlaub gefahren. Können Sie sich das vorstellen? Schlimm, sowas. So, jetzt hätte ich nicht hier Hirot. Einen Tag vor Weiberfastnacht ist die nach Österreich in Skiurlaub gefahren. Hat schon von zu Hause einen Skilehrer gebucht. Am ersten Tag mit dem Lift hoch zur Hütte sieht zum ersten Mal diesen Skilehrer. Und das war ein Mann. Ein Mann, muskulös, braun gebrannt, die Haut so wettergegerbt, wie das bei diesen Bergvölkern ja so typisch ist. Und er hatte Augen, so blau, so tief wie Bergseen. Die Frau konnte gar nicht anders. Die ist direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und dann ging das ja. Und als die beiden hinterher so ermattet im Heu liegen, da sagt sie zu ihm, jetzt musst du mir aber auch sagen, wie du heißt. Ne, sag ich nicht. Warum nicht? Ich heiße Horst. Ja, und mit Nachnamen? Sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst, er hat's ihr nicht gesagt. Die sind den ganzen Tag Ski gelaufen. Am nächsten Morgen sie wieder mit dem Lift hoch zur Hütte. Sieht diesen Skilehrer in diese unglaublich tiefen blauen Augen. Sie kann nicht anders. Sie kommt gar nicht erst in die Skischuhe, direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und tja. Und als die hinterher so völlig ermattet im Heu liegen, sagt sie so, jetzt musst du mir aber sagen, wie du mit Nachnamen heißt, Horst. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst. Vielleicht sage ich es dir am letzten Tag. Na, die nächsten 14 Tage, die sind ordentlich Ski gelaufen. Am letzten Tag fährt sie mit dem Lift hoch zur Hütte, schaut diesem Skilehrer in diese unglaublich tiefen, blauen Bergseeaugen. Sie kann nicht anders. Sie kommt gar nicht erst in die Skischuhe, direkt rum um die Hütte, rein in den Heuschober und ja. Und als die hinterher völlig ermattet im Heu liegen, da sagt sie so, jetzt ist es soweit, Horst. Jetzt musst du mir deinen Nachnamen sagen. Nee, sag ich nicht. Warum nicht? Du lachst dann. Nein, ich lach nicht. Doch, du lachst. Horst, du hast es mir versprochen. Es ist mein letzter Tag. Na gut, ich heiße Horst Neuschnee. Und die Frau lacht. Die lacht, die kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen, die schmeißt sich rückwärts ins Heu vor Lachen. Und er sagt, siehst du, du lachst ja doch. Sagt sie, ja, aber ich lach doch nicht über deinen Namen. Weißt du, als mein Mann mich in Köln am Hauptbahnhof verabschiedet hat, da hat er zu mir gesagt, Schatz, ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub und jeden Tag 20 Zentimeter Neuschnee. Am 9. Tag, da schuf der liebe Gott die Dialekte. Und alle waren völlig begeistert. Der Berliner, der sagte, ich hab so einen tollen Dialekt, war so ein super Dialekt, war herzlichen Dank, lieben J, war. Und der Dresdner, der Sachse, der sagte, mein Gott, mein Güte, ist doch, ich hab so einen wunderbar kultivierten Dialekt. Wenn Sie Spaß haben, ich sprach überhaupt kein Ü, ich nehme einfach ein Ü.
Und der Hamburger, der sagt, ich habe so einen feinen Dialekt, ich kann Tünknaben snacken, ich stolper über einen spitzen Stein, das klingt so herrlich hanseatisch. Herzlichen Dank, lieben Gott. Und der Münchner in seinem ihm eigenen Charme sagte der, ja mei, aber uns schon ein Dialekt an diesen vergelt's gut. Nur für den Kölner. Da blieb kein Dialekt mehr übrig. Die waren alle schon vergeben. Der liebe Gott hatte alle Dialekte schon verteilt. Und der Kölner, der war sehr, sehr traurig. Und der Kölner, der hat auch ein bisschen geweint. Und das packte den lieben Gott ans Herz. Er legte dem Kölner die Hand auf die Schulter und sagte, na gut, Jung, dann sprichst du also so wie ich. Helmut und ich sind alte Freunde. Ich habe ihn neulich noch besucht im Kanzleramt. Helmut, er stand gerade vor seinem Aktenvernichter, vor seinem Reißwolf. Seine Rede zur Lage der Nation in der Hand, stellt sie da so rein, klappt nicht. So rum, klappt auch nicht. Kommt der Weigel vorbei, sagt der Kohl, du. Theo, kannst du mal sagen, wie diese Maschine funktioniert? Der Weigel nimmt das Manuskript, stellt das da rein, drückt auf den roten Knopf, brrrt, fertig. Sagt, siehst du, Helmut, das war's schon. Kohl steht davor und sagt, wunderbar, und wo kommen jetzt die Kopien raus? Männer über 40 haben es sehr schwer. Ich bin jetzt ein Mann über 40 und als Mann über 40, da hört man sich schon beim Frühstück, hört man da schon die Ehefrau sagen, Schatz, mit der neuen Brille siehst du fürchterlich aus. Aber Liebling, ich habe gar keine neue Brille. Du nicht, aber ich. So was passiert. Männer über 40 gehen fremd, ist klar. Aber Frauen über 40 gehen auch fremd. Das ist die Realität. Wissen Sie, was ich der Frau antworten würde? Du wolltest noch mit rauf auf einen Kaffee, auf eine Flasche Bier, auf eine Tasse Tee. Dein Champagnerglas steht am Wannenrand, hinterher ist uns der stramme Max verbrannt. Hast bei mir geduscht, hast bei mir gepennt, unser Frühstück war wirklich opulent. Jetzt willst du nur weg, was wird denn jetzt aus den Gläsern, den vielen? Du musst erst noch spülen. So geht das nicht. Was ist der Unterschied zwischen mutig, übermütig und dreist? Mutig ist, wenn ein Mann nur mit der Badebutz bekleidet in die Oper geht. Übermütig ist, wenn er die Butz an der Garderobe abhebt. Und dreist ist, wenn die Garderobenfrau sagt, wollen Sie den Knirps nicht auch hier lassen? Chef und Sekretärin im Rausch der Leidenschaft. Nächsten Morgen die große Reue, es war nur ein Fehltritt, oh Gott, komm, sowas vergessen, Fehltritt. Ja, von wegen, 2 Wochen später kommt sie und sagt, Chef, ich bin schwanger. Katastrophe, ach, was soll ich machen, ich möchte meine Ehe retten und so weiter. Die sagt, Chef, richte dich nicht auf, ich habe die Lösung. Ich wollte immer schon nach Amerika auswandern. Das kannst du mir jetzt finanzieren. Außerdem war für mich klar, wenn ich mal Mutter werde, nur alleinerziehend. Also alle Probleme lösen. Ach, sagte, das wäre gut. Ne? Aber hören Sie, wenn du in Amerika das Kind kriegst, dann möchtest du dabei erfahren. Ja, schreib ich in eine Karte. Ne? Nee, sagte, die kann doch meine Frau lesen. Ne? Chef, wir verabreden jetzt ein Losungswort. Oh, sagte, das ist gut. Ne? Pass auf, wir nehmen Sauerkraut. Sauerkraut ist unverfänglich. Ne? Wenn ich lese Sauerkraut auf einer Karte, dann weiß ich, alles klar, das Kind ist da und gesund. Gut. 9 Monate später kommt die Ehefrau und sagt, hören Sie, Liebchen, du hast eine Karte aus Amerika kriegen. Ja, was steht dann drauf? Er sagt, so eine bescheuerte Karte hast du schon nie gelesen. Da steht drauf, 3 Portionen Sauerkraut, 2-mal mit Würstchen, 1-mal ohne. Düsseldorfer auf dem Mond, was ist das? Ja, das ist ein Rätsel, ne? Und alle Düsseldorfer auf dem Mond? Das ist die Lösung! Fällt mir nur jetzt zwischendurch ein Düsseldorfer stand mal vorm Himmelstor, ne? Und dann fragt der Petrus, wo kommen Sie denn her? Sagte, ich komme aus Düsseldorf. Na, er sagte, tut mir leid, gut hier nicht drin. Ja, da kriegt er die Wut, ne? Sagt, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe mein ganzes Leben lang Kirchensteuer bezahlt. Was meinen Sie, was da ein Geld zusammengekommen ist? Dafür werde ich doch wohl in den Himmel kommen. Sagt, reden Sie sich nicht auf. Ich rede mit dem Chef, Petrus rein, ne? Gut, wieder. Sagt er, alles in Ordnung. Ich habe mit dem Chef gesprochen.
Die Sache hat sie erledigt. Ihr könnt das Geld wieder haben. Ich sag, das bergische Land, quasi die Golanhöhen von Nordrhein-Westfalen, ja? Dieser rheinische Gazastreifen, diese Mischung aus dem Sauerländer, ja, und dem Rheinländer, das ist ein herrliches Mischvolk, ja? Der Knecht Heinrich ist zum ersten Mal in seinem Leben auf große Tour mit dem Bus nach Paderborn. Und jetzt kommt er ausgerechnet in dem Bus neben eine schöne junge Frau zu sitzen. Denkt er, das könnte was werden. Dafür muss er sie aber ansprechen. Das ist das Problem. Und er kämpft und kämpft und kämpft und der Bus fährt und fährt und fährt. Nach 2 Stunden stummer Busfahrt hat er sich endlich durchgerungen und spricht sie an. Pass auf. Na, Fräulein, fahren Sie auch mit diesem Bus? Sagen wir, der Rheinländer hätte die schon angesprochen, da war die noch ja nicht da. Ne? 2 Frauen auf der Weihnachtsfeier. Fängt schon versaut an. Entschuldigung. Nee, war Quatsch, war albern jetzt, war Quatsch. Nein, es ging hoch her, aber sie waren brav. Ne? Sie kommen dann, ne, gehen zu Fuß nach Hause. Ne? Auf halber Strecke passiert das, was jede Frau hier im Saal kennt. Ne? Auf halber Strecke fängt die eine an zu wibbeln. Ne? Die andere auch. Ne? Oh, du auch? Ja. Ach, wir haben doch im Lokal gegangen. Ne? Ach, du weißt doch, die langen Schlangen vor dem Klosett. Sie kennen das, ne? Sagt die eine, hast du Klopapier? Ne, du, ach ne, auch nicht. Tempos, ach wat? Ach, was in der Not, was in der Not, ne? Sie kommen an einem Friedhof vorbei. Sie huschen auf den Friedhof. Gehen aber natürlich nicht an die Gräber, sondern in die Ecke, wo diese Abraumhalde der alten vertrockneten Kränze ist, ne? Dort hocken sie sich still. Oh. Da sagt die eine, jetzt haben wir aber immer noch kein Klopapier. Ach, sagt die andere, ich habe so eine aale Slip vom Wollwort. Ne? Der hat nur ein paar Euro gekostet, ich nehm den. Ne? Ausgetrocknet, abgeputzt, fortgeschmissen, alles klar. Sagt die andere, nein, meine Liebe, das kann ich nicht machen, du. Meine hat über 70 Euro gekostet, reinste Seide. Ne, das kann ich nicht machen. Aber guck mal hier, die alten Kränze. Ne? Och, ich nehme einfach hier so eine alte Kranzschleife. Abgerissen, abgeputzt, alles klar. Am nächsten Tag treffen sich die 2 Ehemänner. Sagt der eine, hören Sie, unsere Frauen hatten aber eine tolle Weihnachtsfeier, wa? Sagt der, wieso? Ja, sagt der, meine kam im Blecken hinter nach Hause. Sagt der andere, was soll ich denn sagen? Meine hatte eine Schleife in der Unterhose. Da stand drauf, vielen Dank, der Männerchor. Die Jugend ist ja frech geworden. Das haben wir haben das ja früher nicht gekannt. Widerworte und so, ne? Furchtbar. Zum Beispiel kommt ein Junge zum Papa und sagt, Papa, kann ich eine Taschenlampe haben? Sagt er, was willst du mit einer Taschenlampe? Och, sagte, wir wollen uns heute Abend mit der Clique treffen im Stadtpark. Bisschen knutschen und so. Sagte, dafür brauchst du keine Taschenlampe. Wir haben früher auch im Dunkeln geknutscht. Ja, seht ihr, so sieht die Mama ja auch aus. Treffen sich 2 Gänse. Sagt die eine Gans für die andere, spiel mir das Lied vom Tod. Sagt die andere Gans, Sankt Martin, Sankt Martin. Was Sie nicht wissen, ich bin von Hauptberuf, bin ich katholischer Diakon. Ja. Und in dem Lied, was ich gemacht habe, ist nun mal in dem Text das ein oder andere Wort, ja, ein bisschen sauisch, ja. Ja, ich sagte, Herr Generalvikar, habe ich gesagt, ich habe ein Lied gemacht für Fastelovend. Ja, sagt er, sing es. Sag ich, kann ich nicht. Sagt er, warum nicht? Ich sage, das ein oder andere Wort, ein bisschen sauisch. Ja, sagt er, kannst du es nicht singen.
Sag so, was schön Lied. Sagt er, hör mal, bevor du mir mit diesem Scheißlied auf den Wecker gehst, singe es, aber wenn du in dem Text an ein solch unschamhaftes Wort kommst, dann ersetzt du das einfach durch Lala. Ich sage Generalverkehr, das is es. Ja, kannst du das jetzt singen, ne? Pass auf. Also, das geht so. Uff, dat, Ich traf mal eine Frau und la 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 la. Tünnes geht durch Köln, hat ein Gebetsbuch unterm Arm. Güterschädel und sagt, Tünn, wo gehst du hin? Sagt ich schon in der Puff. Mit dem Gebetsbuch unterm Arm. Ja, sagt er, wer weiß, vielleicht bleibe ich über Sonntag, ne? Der Kardinal Meissner ist ja mal zu einem Kölner Friseur gekommen, ne? Volksverbunden, ne? Zu der Kölsche Friseur, ne? Der Süd, der Kardinal. Da sagt der Friseur, ach, das ist aber schön, dass Sie auch mal zu mir kommen, Herr Drewermann. Der Kardinal, hast du dich verhört, ne? Der Kardinal setzt sich in der Stuhl, ne? Und fängt er an zu schnicken. Und, Herr Drewermann? Zu Hause alles in Ordnung, Herr Drewermann? Was machen die selbstgestrickten Pullover, Herr Drewermann? Der Kardinal immer. Der Friseur ist fertig. Springt der Kardinal auf, brüllt den Friseur an. Ich heiße nicht Drewermann. Seht ihr, das weiß ich doch, Herr Kardinal. Aber dann stehen immer so schön die Haare zu Berge. Kann ich mal so Ich liebe ja diese kurzen, absurden, bekloppten Witze, ja? Da könnte ich mich ja reinsetzen, ne? Irgendwo an der Tür klingelt es, macht ein Mann die Tür auf, sieht nichts, guckt herunter, steht so ein kleines Gerippe da, ein Skelettgerippe, mit so einer kleinen Sense, der Tod, ne? Der Mann, sagt das Gerippe, richte dich nicht auf, ich komme nur wegen einem Wellensittich, ja? Lass mich fortschießen. Lass mich fortschießen. Ich finde die herrlich, ne? Herrlich, ne? Oder kommt ein Mann zum Orthopäden und ruft, Herr Doktor, ich halte mich für eine Motte. Sagt er, warum gehen Sie nicht zum Psychiater? Nein, bei Ihnen brannte noch Licht. Ein Känguru hüpft durch die australische Wüste. Hatang, 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 hatang. Geht der Beutel auf. Guckt ein kleiner Pinguin raus. Grün im Gesicht. Und macht... Zur selben Zeit sitzt auf einer Eisscholle in der Antarktis ein kleines Känguru, friert und sagt, scheiß Schüleraustausch. Der ist auch schön. Kommt ein Skelett zum Arzt. Sagt der Arzt, Sie kommen aber spät. Sagt das Skelett, wie, ist schon zu? Kommt ein Luftballon zum Psychiater. Ich meine, allein diese Idee, ja, aber ist ja egal, der Witz geht ja nun mal so, müssen wir durch, ne? Also, kommt ein Luftballon zum Psychiater und sagt der Luftballon zum Psychiater, Herr Doktor, ich habe Platzangst.